Haut Dreifaltigkeit Sonntag begrüße ich aus der Kathedral. Mir war drauf von heute Sonntagsmass. Es singt die Schola Gregoriana von der Kathedral, Kantor aus dem Mark Dostert, Organist de Paul Breich. Nom Introitus sangen wir die 8 Mass, De Angelis, de Proprium von Trinitas, Gott Vater sei gepriesen, Magnificat 840 und zum Schluss den Salve Regina. Den Domorganist spielt als Sorti Gloria Tibi Trinitas vom John Bull. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Lief Leid hier an der Kathedral, alle alle gut, die da über die Medien mit uns verbunden sind. Wie gut dedet, gelegentlich sich an die Sonne zu setzen, als sich von ihren warmen Strahlen beschenken zu lassen, gerade lo am späten Frühjahr. Mit der Sonne vergleicht das äthiopische Christentum den dreifaltigen Gott. Gott Vater ist wie die Sonne, der goldene Feuerball um fairen Himmel, der Leben spendet. Sei Jung, die von ihm ausgeht, gleicht der Strahle von der Sonne, die glänzen und hell machen. Entfernt, die bei euch suchen, an dem wir auch bei seiner Haut spüren, das ist ein Heilige Geist. Ein schönes Bild für die Dreifaltigkeit. Weil nicht mehr nach Bilder können wir hier der Identität von Gott nachkommen und etwas davon begreifen. Wir sollten uns immer vom Herrgott wie von der Sonne ullachen und berühren lassen. Setzen wir uns der göttlichen Sonne lo aus, mit ihren Strahlen, mit ihrer Wärme, für so gesund zu gehen, u Leib und u Seele. Kyrie
Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen mit uns hun, als alleis Schuld no losen, als ein ewig Leben gehen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Lasset uns beten. Herr himmlischer Vater, du hast dein Wort und deinen Geist in die Welt gesandt, um das Geheimnis des göttlichen Lebens zu offenbaren. Gib, dass wir im wahren Glauben die Größe der göttlichen Dreifaltigkeit bekennen und die Einheit der drei Personen in ihrem machtvollen Wirken verehren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen stand Mose früh am Morgen auf und ging auf den Sinai hinauf, wie es ihm der Herr aufgetragen hatte. Der Herr aber stieg in der Wolke herab und stellte sich dort neben ihn hin. Er rief den Namen des Herrn aus. Der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Der Herr ist der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue. Sofort verneigte sich Mose bis zur Erde und warf sich zu Boden. Er sagte: Wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, mein Herr, dann ziehe doch, mein Herr, in unserer Mitte. Weil es ein hartnäckiges Volk ist, musst du uns unsere Schuld und Sünde vergeben und uns dein Eigentum sein lassen. Wort des lebendigen Gottes.
sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. Béni soit le nom très saint de ta gloire. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, toi qui sièges au-dessus des chérubim. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lieve Schwestern und Brüder, propter difficultatem materiae, weil die Materie so schwer und kompliziert ist. Das war am Spätmittelalter die Begründung, wie wat an den Zisterzienser Kleister Dreifaltigkeitssonntag nicht gepredigt gin ass. A schwer und kompliziert bleibt doch haut, mir de Gefallen Predigt ausfallen zu lassen, machen ich aber lo nüt. Also wieso? Dreifaltigkeit schenkt da eng Selbstverständlichkeit zu sinn. Für allmas machen wir Kreuzzeichen, rufen den dreifaltige Gott un. Am Glaubensbekenntnis bezeihen wir hin. An allmas beschließen wir am Segen vom allmächtigen Gott, Pap, Jung an Heilige Geist. Aber wir glauben nur Gott als Pap, unser Jung Jesus Christus, der wirklich Gott und wirklich Mensch ist, an und den Heilige Geist als Dritten am Bund, der von beiden ausgeht.
Wo ist also das Problem? Was mich aber das Thema so kompliziert, propter difficultatem materiae. Nun, weil du probiert wird, zwei gegenläufig Sichtweisen gleichzeitig zu denken, die eigentlich nimmen einzeln zu fassen sind. Oder einfach gefroht, wie kann es sein, dass Gott sich an 3 Personen weist, respektive 3 Personen, nämlich Pap, Jung und Geist, ein einziger Gott solle sein. An der enger Sichtweise geht es um Denheit an Einzigkeit von Gott, an der anderen Dreiheit. Iwer Gott nur denken liefern, als er so all wie die Menschheit. Es war das große Thema am allen Israel, bei Moses, bei den Kinniken, an den Propheten. Wie als Christen fängt man Zammermann aus Nazareth eine neue Zeitrechnung an, nicht nur chronologisch, aber auch, was wir sind, von Gott angeht. Kein Zweifel, dieser Jesus war ganz besonders, ein Jung von Gott, mit einer außergewöhnlicher Beziehung an den Himmel. An iwwer Tieren als eng Bedeutung, genauso wie iwwer den Heiligen Geist, wo sie an der Freier Kirche gestritten. Da goufe handfest Auseinandersetzungen, an sogar Mordausschläge. Letztlich hat sich aber durchgesagt, was zu Nicäa und zu Konstantinopel Konzil als Glaubensbekenntnis formuliert gouf, a wat man haut nach a Kurzfassung als Glaube Gott Vater an all Sundesmaß opsoen. Doran bezeihen wir den Gott an 3 Personen, Gott Pap, Gott Jung a Gott Heilige Geist. Für das zu soen an eis vorzustellen, brauchen wir wieder an Bilder, auch von denen immer ganz approximativ und nie ganz präzis sind. So sieht als Lesung aus dem Buch Exodus viel über Gott aus, aber nicht wie ihn ausgeseit oder wie ihn zu fassen wird. Es gibt bloß Adjektiver gebraucht, als sie drücken aus, wie ihn zu den Menschen steht, auf was für eine Relation. Gott ist barmherzig, gnädig, langmütig und treu. Und das soll ihr noch und denen auflesen können, die sich zu ihm bekennen. Lief mat Christen, dem Herrgott geht es um Gemeinschaft. Das meint Trinität als Gemeinschaft von Pap, Jung und Heilige Geist. Das weist sich an der Gemeinschaft von Gott mit seinem Volk, aber schließlich auch an der Kirche als Gemeinschaft von den Gläubigen. Dafür heißt es am 1. Johannesbrief, Gott ist die Liebe. Und ähnlich am Evangelium haut, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn hingab. Hast du mal alles gesagt? Auf keinen Fall. Über Trinität nur denken, bleibt immer eine halbe Sache. Trinität lässt sich am Fong nicht ergründen. Was wir mehr probieren, hier notzukommen, was sie sich als mehr entzieht. Dafür tritt vom Myster vom Glauben, Glaubensgeheimnis. Mysterium als etwas anderes wie ein kompliziert Rätsel, das man de pur Tricken irgendwie gelöst kann. Gemeint das, dass er dafür einfach den Glauben haben muss. So wie bei der Aussage, dass Gott an Jesus Christus Mensch gehen ist und dass der Jesus von den Todischen oberstehen ist. Nicht präzis über das schwätzen können, dafür gibt das Bild von der Wolke, der Nebuleuse. Wie spannend das ist, wenn ihn am Flieger sitzt und auf einmal an die Wolken rauffliegt. Von oben sind sie wie Watt, matzen dran wie Nivel, und der Flieger fängt an zu stuckeln. Es wird von einem gesagt, es schwirft an den Wolken oder an es benivelt, wenn der konkrete Bezug zur Realität fehlt. So gesehen steht die Wolke für eine trügerisch, schleierhaft Welt. Einerseits ziehen dick wieder Wolken ab, so immer, oder verzeihen sich drängt Sonne durch die Wolken, sind schei wieder Wolken Himmel, zielt in die Wolken wie Schäferscher.
Wolken können ob gut oder schlecht Wetter hinweisen, romantisch Stimmungen hervorrufen, aber auch bedrohlich sind. Wolk kann stehen für das unendlich weit, für Erholung an Entspannung, aber auch für Ungewissheit oder Realitätsferne, für Aufstand an Distanz, gerade so wie für Hoffnung. Die Wolken haben sich verzun, so man dann. Wolken spielen auch eine Rolle an der Bibel. Da bedeuten sie die Gegenwart von Gott. An der Wolke als Gott seinem Volk engerseits no, andererseits lässt er sich von ihm nicht greifen, nicht festnehmen, weil greift dir mal an ein Wolke. Dann wann schwätzt ein göttliche Stimme aus der Wolke, wie bei der Offenbarung um Berg Sinai, oder wie die Wolke für Volk Israel durch Traut Meer an die Freiheit zieht, oder bei der Taufe vom Jesus, bei der Verklärung, oder auch an der Lesung haut, wo es heißt, der Herr stieg in der Wolke herab. An er rift, Jahwe ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und Treue. Gemeng das, ich sin du, weisender de Weh, ich helfen da aus enger lebensbedrohlicher Lage herauszufannen. Behal Vertrauen, geh matt mach. Die Wolke bedeutet Präsenz von Gott, die mat singem Volk geht. Oder denk mal an die Himmelfahrt von Jesus, wo es heißt, eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Dacks gëtt die Wolke verstanden wie ein Rido, den zugezogen an sich de wächelt, wie an einer Theatervorstellung. Mir hei asse aber Zeichen vom Jesussänger Gegenwart, den zwar an der göttlicher Welt lieft, aber ob eng für Eis hei an lo unbegreiflich Manier bei Eis ass. Och wann dir mich net gesit, sinn a bleiwen ich matzen ënner dich, wann der am engem Geest Madeneen verbonne sieht. Seht ihr, ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben. Der Beistand aber, der Heilige Geist, wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und so wie die Wolke lässt doch den Heiligen Geist sich nicht greifen. Und hast du, aber hast zugleich auch weide weg, die Fähren, den Unbegreiflichen. Lädt sich den Menschen an das Herz, lässt sich aber nicht von hinnen vereinnahmen. Vielleicht können wir über Gott das sagen. So viel Wolkenzochten wie es gibt, von den Schei-Wederwolken bis zu den Donner-Wederwolken, so viel an nach mehr Seiten hat den Herrgott. So wenig wie wir ein Wolke festhalten können, so wenig können wir hier fassen. Wie ein Wolke ihre Weg geht, so geht doch Gott sei Weh. Dass Gott unbegreiflich Seiten hat, dass wir nie ergründen können, dat mich da ist in Dreifaltigkeit sondig bewusst. Weiß es aber auch, dass Gott aus seiner Wolke, seinem Himmel raus, wie bei Menschen sicht, ob dem sie hier verstehen können, nämlich an Jesus Christus. An ihm als Gott eis no kommen, als seiner Menschen lebt. Auf ihr das gelingt, unterstützt hier eis durch den Beistand den Heiligen Geist. Leif, Brüder und Schwestern, die Wolke seht eis, ich, Gott, bleibe nicht an meiner Gloria. Mich interessiert, wie es euch Menschen geht. Dafür komme ich, als ich für euch do. Ich weiß nicht, auch an schweren, an lebensbedrohlichen Situationen weh, ob dem dir bestehen könnt. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitze zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Der Jesus hat das Geheimnis von der göttlichen Einheit erlebt offenbart. Zu ihm wollen wir beten. Du hast doch ums Gebet, dass wir am Glauben eins sind. Für all christliche Gemeinschaften zusammen am Bekenntnis vom dreifaltigen Gott. Christus Heilreis. Du hast uns abgerufen, am Frieden zu leben. Schenk unserer Welt den Frieden, und lass auch an unseren Herzen Frieden wachsen, am engen Kreis von der Familie, den Arbeitskollegen und den Freunden. Christus Heilreis. Du hast keine Macht auf Erden gesucht. Offenbare die Größe deiner Herrlichkeit den Verantwortlichen, die über staatliche Macht, Geld und die Wirtschaft verfügen. Christus, höre uns. Tu es venu dans notre monde pour le sauver. Aide ceux qui souffrent à trouver des chemins de vie en se laissant toucher par ton cœur généreux et miséricordieux. Seigneur, écoute-nous. Tu nous as révélé l'image du Dieu d'amour et de tendresse. Fais grandir en nos cœurs la compassion et l'amour qui nous conduiront à un engagement concret envers nos frères et sœurs. Seigneur, écoute-nous. Du invitierst uns, und die vielen Menschen zu denken, die bemüht waren, auf deinem Weg zu gehen. Hol uns Leben verstorben ab an die Gemeinschaft von allen Heiligen. Christus Heilreis. Herr Gott, du bist barmherzig, gnädig, geduldig und treu. Wir vertrauen dir als Sorgen an, erhöhe uns, erfeier alles zum Guten. Dat froh wir dich durch Christus, den an der Einheit mit dem Heiligen Geist bei dir lebt, für immer und ewig. Amen. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Gott, unser Vater, wir rufen deinen Namen an über Brot und Wein. Heilige diese Gaben und nimm mit ihnen auch uns an, damit wir dir auf ewig gehören. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch.
Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Mit deinem eingeborenen Sohn und dem Heiligen Geist bist du der eine Gott und der eine Herr, nicht in der Einzigkeit einer Person, sondern in den 3 Personen des einen göttlichen Wesens. Was wir auf deine Offenbarung hin von deiner Herrlichkeit glauben, das bekennen wir ohne Unterschied von deinem Sohn, das bekennen wir vom Heiligen Geiste. So beten wir an im Lobpreis des wahren und ewigen Gottes die Sonderheit in den Personen, die Einheit im Wesen und die gleiche Fülle in der Herrlichkeit. Dich loben die Engel und Erzengel, die Cherubim und Seraphim. Wie aus seinem Mund preisen sie dich Tag um Tag und singen auf ewig das Lob deiner Herrlichkeit. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Jean-Claude et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Und zusammen am Heiligen Geist will wir Lot zum Papa am Himmel beten, wie Jesus Christus selber eiset gelehrt hat. Eise Pap am Himmel, dein Name sei geheiligt, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das tägliche Brot, verzeih uns unsere Schuld, wie wir auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Führe uns nicht an Versuchung, wir machen uns frei vom Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Mit deinem Geist. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Weil ihr Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen, der Geist, der ruft, Abba, Vater. Et ora
Lenk, Vater, deine Kinder in Glaubenseinigkeit. Bekehr, o Sohn, die Sünder, o Geist, gib Heiligkeit. Heiligste Dreifaltigkeit und zerteilte Einigkeit, dir sei Lob, dir sei Ruhm in dem ewigen Heiligtum. Lasset uns beten. Herr unser Gott, wir haben den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen. Erhalte uns durch dieses Sakrament im wahren Glauben und im Bekenntnis des einen Gottes in 3 Personen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimae
Wir haben die Eucharistie gefeiert an der Kathedral. Auch den nächsten Sonntag, Herr Leichendach, iwwer Rom und Mass aus der Kathedral. Ich alle schöne Sonntag, an los schalten wir zurück an den Studio.
Tschüss.